40% aller Frauen schon mal während einer nicht sexuellen körperlichen Betätigung einen Orgasmus erlebt. Fit sein muss, um richtig zum Saufen. Und ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass er so viel Ausrufezeichen verwendet. Sagt der Kid Rap und ich haben 2 Jahre lang nicht miteinander geredet, wegen 40 Euro. Aber der ist Sabrina. Hallo. Guten Tag. Jetzt schon mal ein kleines bisschen noch weiter Viere rutschen, aber nicht zu nah ans Mikrofon. So? Müssen uns hier erst einmal ein bisschen eingrooven. Vielen Dank schon mal für deinen Besuch. Die Gern. stehen wir weg, die ist vom Kid Rap, der erinnert mich noch an ihn. Werde ich noch traurig. Vermisst du ihn? Vermissen sehr, ja. Was hast du für ein Bier hier? Ich habe hier ein Schorama Hell. Schorama, Dann darfst du jetzt gleich mal der Zuschauerschaft beweisen, wie gut du Dinge aufmachen kannst. Mit einem Flaschenöffner. Wow. Ich habe gedacht, du nimmst es vielleicht anders. Achso. Aber das überlasse ich komplett dir. Jeder macht sein Bier selber auf. Entschuldigung. Das sind die Ich Regeln. gucke den Podcast nicht. Ja. War auch nicht so geil. Sabrina, hast du gewusst, dass 40% aller Frauen schon mal während einer nicht sexuellen körperlichen Betätigung einen Orgasmus erlebt haben? 40%? Das ist Na. fast die Hälfte. Das sagt das Internet. Ich stelle die Tierfakten auch nicht in Frage. Was zählt da drunter? Radlfahren, schätze ich. Sie 20 Minuten ans Eck von der Waschmaschine hocken. Aber das zählt. Ach, okay. Aber Nein, das ist wenn gleich dein zwei. Ziel ist, zu kommen, aber das eigentlich kein Sex ist. Na, es ist bei einer nicht sexuellen körperlichen Betätigung. Okay, Also dann ja, zählt, also wenn ich mich wo dagegen reibe, zählt das. na, Zeit nicht. Okay. Das ist jetzt gerade ein ziemlich harter Einstieg in das Ganze. Prost erst einmal. Prost. Ich wollte erst später zu den Spicy Sachen kommen. Entschuldigung. Erst einmal sorry an alle, dass jetzt Sabrina hier sein muss. Ja, Entschuldigung. Da gewinnt jetzt gerade keiner, wieder ich, nur ihr. Aber ganz besonders gewinnt Sabrina an der Stelle nicht. Wir müssen das machen, weil es am Kid Rap sehr, sehr schlecht geht. Und morgen steht eine große Feier und ich zitiere diesen jungen Mann. Er hat gesagt, er muss heute fit sein, er muss morgen, ich versuche es nochmal, er muss heute langsam da, weil er morgen fit sein muss, um richtig zum Saufen. Und ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass er so viel Ausrufezeichen verwendet. Das war wirklich brutal. Also er hat das komplett ernst gemeint. Wie geht's da, Sabrina? Mir geht's super. Das ist dir? schön. Mir geht's auch sehr gut. Was ist die Woche passiert? Gar nicht so viel, gell? Na, Vielleicht fällt dir irgendwas Besonderes ein. Ich habe jetzt aufgeschrieben, absolut gar nichts. ist echt nichts passiert. Was war am Wochenende? Tourauftakt, aber wir haben am Montag Podcast gemacht, deswegen können wir darüber nicht mehr viel reden. Ja, dementsprechend war die Woche auch ruhiger. Viel Chaos. Viel Chaos. Sabrina hat heute alles zusammengerammt. Ja. Ähm, Wurden jetzt schon Dinge geklaut auf der Tour. echt? Was ist schon wieder geklaut worden? Ja, diese Finger, die Schaumstofffinger. Aber du meinst der Geklaut kaputt? und kaputt gemacht. Ah, okay, ja, das ist nervig. Obwohl die mitten auf der Bühne lagen. Wie hast du den Streit mit dem einen Fan überstanden? Und magst du es Gut. ganz kurz vielleicht erzählen, was passiert ist? Ja, ich bin ja auch in der Menge gestanden bei dem Konzert vorne und schaue nach links und sehe, dass jemand einen Teil von unserer Requisite hat, so einen Schaumstofffinger, diese amerikanischen Anfeuerteile. Und dann habe ich ihn ganz lieb und höflich darum gebeten, Ja. dass er ihn mir zurückgibt. Und er hat gesagt, na, und hat mich so ein bisschen geärgert und erst noch lustig und Ding. Und dann habe ich gesagt, nein, bitte gib ihn mir jetzt zurück. Und er wollte mich einfach nicht ernst nehmen. Und dann habe ich seinen Arm gepackt und mir den genommen. Und dann war er beleidigt. Der hat vorher die ganze Zeit gefeiert. Shoutout. Und dann stand er nur noch so da. Also hat er den Finger dann noch gehabt, oder? Nö, den habe ich ja dann gehabt. Und Irgendwem habe ich den am Ende dann gegeben und da ich mir Gesichter nicht merken kann, weiß ich nicht, ob es er war. Und was war der Moment, als der Finger kaputt gegangen ist? War der schon davor kaputt? Oder ist das im Zuge eines Streits passiert? Das ist im Zuge des Streits passiert. Ja. Also hast eigentlich du kaputt gemacht? Na, Du hast ihn kaputt ich gemacht? hätte ja nicht so weit gehen müssen. Nee, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob der schon kaputt war. Aber Meinst ich kann du- mir vorstellen, weil ich habe jemanden seinem so runtergezogen. du hast einen Seine Hautlappen habe ich mir genommen. Du hast ihn am Hautlappen genommen, ist das an dem Trau-dich-wehr-dich-Kurs, hast du das da gelernt? Na, Sondern ich habe es halt. einfach wollte als kleine irgendwas packen Schwester, oder? müssen. Ja, wahrscheinlich. Das ist geschert. Ja, Also ich möchte nicht am Hautlappen packen. Ja, wenn er seine Hand wegzieht, seinen Arm. Ich habe ihn, das mache ich immer. Ich warne sehr oft vor. Ich warne auch vor, was ich tun werde. Aber die hören nicht auf mich. Also jemanden zu warnen rechtfertigt nicht immer die darauffolgende Tat. Möchte Ja, jetzt soll dazu man sagen, wenn ich Finger jetzt sage, ey, wenn ich jetzt, sage ich mal, zu dem Typen da hingehe und sage, also ich sage, du holst mir jetzt einen runter
oder ich baller da eine. Und er sagt, na. Es war Und doch er wohl mal sagt, recht, na. ich habe das mit meinem eigenen Geld gekauft. Und er sagt, na, und ich sage dann, Stimmt gar nicht. okay, dann ist das, was jetzt gleich folgt, dein eigenes Verschulden. Willst du sagen, ich bin nicht im Recht gewesen? Ich war nicht dabei. Also Der war möchte mir richtig jetzt nicht- frech. Weil wir Ganz grad, frecher Bursch. heute ist ja das Thema der Woche der Unterschied zwischen Mann und Frau. Wir haben ein paar Fragen stellen lassen von unserer Community. Deswegen gleich mal die erste Frage, nicht aus der Community, aber weil wir gerade bei dem Thema sind. Bist du der ehrlichen, wahrhaftigen Überzeugung, dass du dich gegen einen Mann körperlich wehren kannst? Ich habe den ja so ein bisschen, ich weiß nicht, das war, jetzt sagen wir mal, ja, Allgemein oder? jetzt, inwiefern allgemein? Die Frage. Weil ich würde sagen, es kommt drauf an. Jetzt dann machen wir es so. Der Mann, okay, nehmen wir einen Durchschnittsmann. Der Durchschnittsmann in Deutschland ist so um die 1,80. Nicht besonders trainiert, sondern so ein klassischer, mein Gott, ich bin 21, Bürokaufmann, kein Elektriker, kein Handwerker, keiner, der täglich Man macht keinen Wirklich? Sport. auf Mai halt ein Jogger. Ja gut, aber nee. Also kommt drauf an, was sein Ziel ist. Aber Worum geht's wahrscheinlich nein. Aber inwiefern, was sein Ziel ist? Also wenn jetzt mein Ziel ist wenn jetzt mein Ziel ist, einfach nur wegzukommen Ja. und ihn von mir wegzukriegen, dann würde ich das wahrscheinlich schon schaffen, weil ich überleben will. Ja, ich meine jetzt nur, okay, du Aber wenn wir uns provozierst jetzt ihn. gegeneinander schlagen, also Ja. wenn wir uns jetzt prügeln, dann wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich aber, ja. Ja, ich wäre schon motiviert, ich würde schon probieren. Okay. Aber nein, wenn man Ähm. ehrlich ist, dann. Weil man muss ja, ich bin ja auch dann eher Durchschnitt. Auch weil ich trainiere keine Muskeln und so. So richtig. Ja, mehr Core. Mehr Core. Blankwettbewerb könnte man machen. Na, aber dann sind wir ja quasi gleiches Level, aber verschiedene Geschlechter. Und dann ist der Mann ja von Grund auf Wo schon ein seid bisschen ihr stärker. gleiches Level? Weil ich Durchschnittsfrau bin und er Durchschnittsmann. Von der Stärke her, von der Größe, von. Ich glaube, okay, dann nehmen wir mal ein anderes Szenario. Er ist genauso groß wie du, wiegt genauso viel wie du. Oh, dann würde ich schon schaffen, oder? Glaubst Also- du nicht? Also, folgende Situation. Darfst du dich selber als mutigen Menschen bezeichnen? Ja. Nicht als Impulsmenschen, weil Beides? Jetzt nehmen wir mal folgende Situation. bin Angenommen, Widder. du bist auf Mallorca. Ja. Du bist auf Mallorca. Jemand, sagen wir mal so eine kleine, etwas beleibtere Frau geht an dir vorbei und schubst die. Du drehst um, bist total fad, schubst sie so fest du kannst mit deinen, keine Ahnung, 8 Kilo weg. Was war die korrekte, okay, was denkt ihr, ich war nicht dabei, was denkt ihr, wie sich Potato. Sabrina entschieden hat? Ich bin Als sie eigentlich zu- mutig. als sie Das zu ist dieser, unfair. als sie zu dieser Frau hingegangen ist, um sie zu schubsen, von hinten im Übrigen, weil es ist ja weitergegangen, was hat Sabrina gemacht? Die hat A, zuerst geschubst. gewartet, bis sie sich umdreht, um ihren Mann zu stehen oder ihre Frau zu stehen. Oder B, sie ist davor gelaufen und hat sich hinter einer Freundin versteckt. Das sind die zwei Optionen. Hey, das ist echt ein Was ist unfaires passiert? Beispiel. Ja, ich habe mich versteckt, weil ich dann. ich wollt ja eigentlich keinen Stress. Deswegen. Ich bin mutig. Kannst nicht sagen, ich bin nicht mutig. Warum nicht? Das stimmt nicht. Ich bin mutig. Also, Ich verteidige auch Menschen. Und sowas. ja, Ja, gut. ist gemein. Meine Meinung dazu ist, dass sie eine Frau wirklich gegen einen Mann ansatzweise verteidigen kann, muss sie wahnsinnig, wahnsinnig erfahren sein, kampfsporttechnisch. Bin ich Du ja. brauchst wirklich so eine UFC-Legende wie Ronda Rousey oder eine von den aktuellen. Die kennt, sage ich mal, einen Großteil der Männer. Aber wenn der so groß ist wie ich und so leicht, der ist ja dann ein richtiger Lauch. Also man hat ja ganz oft im Kampfsport Mann gegen Frau kämpfen lassen. Und zwar wirklich hier die Boxweltmeisterin, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, irgendwas mit, nicht Eubanks, keine Ahnung. Die Boxweltmeisterin, die hat eine Frau nach der anderen wegklatscht. Und hat sehr, sehr große Töne gespuckt, hat gesagt, sie kann auch gegen jeden Mann dieser Welt, in ihrer Gewichtsklasse fairerweise, kann sie antreten und bestehen. Also, ja. Was ist passiert? Sie sind in irgendein Gym, irgendein Hobbyboxer, ein Amateurboxer, Echt jetzt? hat gegen sie boxt und hat sie ausgenockt. Na. Kann auch Glück sein, weiß man nicht. Aber es ist leider einfach Fakt, dass die Frau, ich habe mich da mal ein kleines bisschen damit beschäftigt, weil es mich einfach interessiert hat, weil ich
auch der Meinung war. Also warum können vor zwei allem Menschen eine in der gleichen Box-Weltmeister. Gewichtsklasse nicht einfach gleich gegeneinander antreten? Aber es ist scheinbar Fakt, dass Krass. dass der Mann einfach ganz andere Muskeln aktiviert beim Kämpfen speziell als die Frau. Es passiert auch, habe ich im Podcast vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnt und seitdem wird es mir auch allzu oft bei YouTube vorgeschlagen, wie die amerikanischen, nicht, ich würde gerade sagen Weltmeister im Fußball, aber die sind, glaube ich, nie Weltmeister geworden. Das amerikanische Nationalteam, also die besten Fußballerinnen Amerikas, spielen gegen eine Jugendmannschaft aus Amerika und verlieren 16:0. Es ist halt Amerika. Das wird hier nicht anders sein. Nein. Dass Ja, jede von okay. diesen Fußballfrauen mich vernichten kann, braucht man nicht reden. Braucht man gar nicht reden. Aber es gibt halt hier einfach mal Unterschiede. Punkt. Okay. So, das haben wir jetzt gut eingeleitet. Ein bisschen negativ einige. Ich bin auf eurer Seite, verstehe mich bitte Ja, nicht ja. falsch. Verstehe mich bitte nicht falsch. Thema der Woche: Unterschied zwischen Mann und Frau, Sabrina. Wer hat es deiner Meinung nach leichter im Leben? Sehr allgemeine Frage. Jetzt Männer. einmal insgesamt. Männer, Entschuldigung. Männer ja, haben es leichter, wenn man das jetzt ganz allgemein sieht. Natürlich gibt es verschiedene Kategorien, wo es Männer auch, auch schwer haben, beziehungsweise schwerer haben. Ist ja auch eine Bürde, wenn man immer der Beschützer sein muss und so weiter. Aber ganz im Allgemeinen hat es der Mann leichter. Entschuldigung, aber so eine Wörter wie Bürde Ja. verwendet der Kidrap eigentlich nicht. Oh. Versucht ihr da Schwierigkeit, eine Last? Last. Ich weiß meinen Satz nicht mehr. Ich hab das aus dem Flow. Es ist ja als Mann auch eine Bürde, immer der Beschützer zum Selbst. Ja, genau. Eine Last. Das auf jeden Fall, aber im Allgemeinen haben es Frauen schon schwerer. Also im beruflichen Bereich, Beruflich. im sozialen Bereich. So. Ja, meistens. Ja, weiß ich nicht, es ändert sich auch alles. Kommt drauf an, was sozial. Also wenn Okay, ich jetzt, dann- wenn ich jetzt sozialmäßig auf die Straße gehe, Ja. habe ich es auf einer gewissen Weise schon schwerer als ein Mann. Weil es halt sowas wie Catcalling und bla belästigt werden. Okay. Angst haben allein im Dunkeln. Ich meine, du könntest einfach nachts joggen gehen, ohne dass du Angst haben musst. Was mich wirklich interessieren Außer hat, also ich habe es ja auch schon oft genug erwähnt, ich bin ein Typ, der Frauen nicht ausspricht, habe ich noch nie gemacht. Ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man, ja, ich möchte jetzt nicht weiter drüber reden, aber wenn man eine Band hat mit sehr vielen monatlichen Hörern. Wie viel denn? Keine Ahnung, aber so ein paar 100.000 sind es wahrscheinlich schon. Ist ja, steht jetzt gerade überhaupt nichts zur Sache, ich weiß gar nicht, warum du das Thema aufgebracht hast. Entschuldigung. Mich interessiert, ich wusste gar nicht, dass Aber du eine auch Band schon, hast. auch schon vor dem habe ich niemals eine Frau angesprochen. Ich weiß nicht, ob das, Bist du schwul? ja, das ist Punkt 1, ob das einfach die Angst ist zu scheitern, aber eigentlich war einfach nie so. Ich habe aber auch Typen nicht angesprochen, um mich zu befreunden oder so. Ich habe immer die Leute auf mich zukommen lassen. Hat das mit Schüchternheit angefangen? Ich war als Kind sehr schüchtern, kann sein, ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist dieses Catcalling. Also, mich würde interessieren, wann im Leben einer Frau fängt das an, nervig zu werden. Weil, also ich sage mal, mein erster Gedanke ist, als Mann ist man das ja logischerweise nicht gewohnt, aber wenn ich jetzt ein gut aussehender Mann bin und meine Vorstellung davon ist, genauso wie ich mich natürlich auch freue, wenn ich auf der Straße erkannt werde und sage, hey, Alter, du geiler Wichser oder hey, Alter, du Hurensohn. Alle anderen in der Band sind viel cooler als du. Also ich freue mich natürlich, wenn mich jemand erkennt und wenn sich jemand freut, mich zum Singen und dann was Positives sagt. Wenn man als Frau, sage ich mal, durch die Straße geht und dann gecatcalled wird, okay, jetzt schließen wir mal die richtig widerlichen Bemerkungen aus. Aber es gibt ja sehr viele Frauen, die sehr, sehr empfindlich sind, auch schon bei Ja. einfachen Komplimenten, wie ich sage, klar, hey, schöne Frau ist natürlich auch irgendwie widerlich, aber Ja, das ist ich schon weiß wieder nicht, aber netter. es ist halt, keine Ahnung. Ich meine, da gibt es ja dann sehr viele Kommentare im Sinne, dass sich kein Mensch anzumaßen hat, überhaupt über das Aussehen jemanden zu urteilen, egal Ja. ob positiv oder negativ. Aber wann fängt es so, dass einem das nervt? Wie oft muss das passieren, dass es nervt? Oder ist es auch jetzt noch so, dass manche Catcalls vielleicht sogar
wo man sich sogar ein bisschen freut. Ich glaube, das ist typabhängig. Ich persönlich freue mich über... Man merkt, wenn es was Widerliches ist oder wenn der halt wirklich einfach nur sagen will, hey, du schaust gut aus. Auch wenn der widerliche Typ, du schaust gut aus, sagt, du hörst den Unterschied sofort, du spürst es auch sofort, dass das jemand ist, wo du dich fernhalten musst. Und da wird es nervig. Also gut, auch wenn es oft passiert natürlich, wenn du schon damit rechnest, wenn du ein bestimmtes Outfit anhast und weißt, okay, jetzt wird alle 3 Minuten. Aber dann darfst du dich nicht so anziehen. Nein, dann bist oder? Genau. Oder nein, da wird ihr mir doch zustimmen, da sind sie doch selber schuld. Ja, das habe ich letztens in Berlin erst gemerkt, da war ein netter Catcall quasi. Und dachte mir, also es gibt wirklich auch nette Catcalls. Du willst gerade einfach nur damit flexen, dass du in Berlin War in warst. Berlin. Oder dass du, ja, okay. Ja. Was war das für ein Catcall? Ich weiß nicht mehr, der hat Oh Gott, Entschuldigung. Gesundheit. Das ist von einer Lady. Das war so peinlich. Lach nicht, wenn du Lady sagst. Was hat denn der gesagt? Das war aber auch eher, weil das auf die Art her... Hat die einfach noch einen Weg gefragt. Oder? Na, da bin ich beim Döneressen gesessen. Ja. Mit einem Bier. Ja. Wichtig zu erwähnen. Und die sind vorbeigegangen und haben auch irgendwie sowas, nicht schöne Frau, aber irgendwas auch so in die Richtung, aber irgendwie so, das war einfach höflich irgendwie nett einfach. Die sind auch einfach weitergegangen und haben mich nicht einfach weiter, weil ganz oft ist auch das Problem, dass die einen auch verfolgen und sowas. Jetzt Ja, bin ich das aber ist- auch abgeschweift. Das ist crazy. Das stellen wir richtig, Also das ist richtig wirklich, heftig vor vor. allem, die akzeptieren kein Nein, das ist echt schlimm, das ist richtig nervig. Das war... Ich habe da schon jegliche Ausrede probiert. Ich habe einen Freund, Mann, whatever. Oder auch einfach mit Offenheit, Ehrlichkeit. So, du, nett. Hast du schon aber- mal mit dem HIV-positiv probiert? Na? Oder vielleicht sowas wie du hast Diabetes. Ja, stimmt. So Schocken. Schocken habe ich aber auch schon probiert. Ich habe tatsächlich, das habe ich nicht im Internet gesehen, auch mal Bellen probiert. Das war lustig. Das ist schon länger her. Ja, was ist, wenn er macht Zoophilie nix. hat? Die bleiben dran. Ja, eben. Vor allem, wenn er... Zoophilie hat. Mhm. Befall. Bellen ist eine nette Idee. Ja. Vielleicht versuche ich das mal bei einer Frau, ohne dass sie mich anspricht. Ja, du weißt ja gar nicht, ob es funktioniert. Na. Aber da Okay. gibt es eine schöne How I Met Your Mother Folge dazu, glaube ich. Da gehen die doch in so einen schwulen Club und werden dann die ganze Zeit angemacht, weil sie sagen Ja. die ganze Zeit, die sollen sich mal freuen, dass sie halt Komplimente kriegen und sie würden sich auch mal freuen. Und dann kommt halt irgendwann mal einfach der Punkt. Und manchmal hast du auch einfach keine Lust. Also es ist ja irgendwie, man hat ja dadurch auch so ein gewisse... Manchmal will man nicht die ganze Zeit nur auf sein Aussehen reduziert werden. So dumm, das klingt jetzt ganz Ding, aber da denken sie, boah, ja, jetzt komm, ich mag jetzt hier gerade einfach nur asozial, habe einen Kater, ich mag jetzt einfach nur gehen, ich mag jetzt nicht irgendwie angesprochen werden. Aber das hat doch dann in dem Moment gar nichts, weil du gesagt hast, du magst nicht auf der Aussehen reduziert, dann ist das nicht eher, okay, ich möchte einfach jetzt gerade nicht angesprochen werden. Ja, Du magst halt, wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt einfach hier sein und saufen, dann ja. geht's einfach nur darum, du magst deine Ruhe haben. Ist jetzt Trotzdem beides. Also manchmal ja, safe. denkt man sich auch, ja gut, gibt es nicht mehr irgendwie. Gut, beim Vorbeigehen ist eine andere Situation. War jetzt ein blödes Beispiel. Alles gut, hey, das ist ein Safe Space hier. Man kann auch mal Fälle machen. Der Kid Rap und ich, wir machen tatsächlich nie Fälle. Ja, Also, das ist ganz, ganz selten, Das ist dass klar. wir mal, sagen wir, über die jetzt auch Grenze... Männer. Ja, da sind wir schon wieder. Welche Freundschaften halten deiner Meinung nach länger? Die zwischen Männern oder die zwischen Frauen? Männer? Okay, du überlegst tatsächlich. Hä? Ja. Ja, ich habe auch schon eine lange Freundschaft. Ja, das ist stark. Und wie oft macht ihr sowas? Die ist ja weg. Ja. Und ihr seid zufällig in derselben Arbeit. Kid Rap hat nie so lange weggefahren. Stimmt. Ja, eben. War der nicht schon mal auf einer Weltreise? 3 Aber- Monate und das war die Hölle. Aber grundsätzlich sind Männerfreundschaften halt einfach auf einer niedrigeren Ebene. Also Jetzt bin ich gespannt. primitiver, sagen wir es so. Die sind primitiver. Kann man das nicht einfach sagen, einfacher? Die sind einfacher, die Männerfreundschaften. Ja. Und deswegen halten die auch länger. Aber ja, ich würde mal sagen, ist dann auch weniger Deep Talk oder so vielleicht. Das stimmt nicht. Gib uns 6, 8 Häube. Okay, dann stimmt. schwör, Bei ich schwöre mir- bei Gott, dann reden wir drüber, damals, als meine Katze gestorben ist oder als seine Katze gestorben ist. Und dann kommen wir zu den richtigen Themen. Ja. Okay. Also du glaubst, okay. Was du, glaube ich, meinst, ist, dass wir halt nicht als tot reden. Das ist der das ist der Ja. Unterschied. Das ist, wie gesagt, der Kid Rap und ich haben 2 Jahre lang nicht miteinander geredet, wegen 40, wegen War das 40 gut? Euro.
Natürlich Ja, war aber das gut. reden Du weißt können. nicht, wie geil das, die Zusammenkunft wieder war. Ja, okay, Und das hat die Pause haben wir braucht, deswegen sind wir jetzt da, wo wir sind. Niki und ich haben aber auch mal, ich glaube, 2 Jahre nicht geredet. Ja, aber was bei euch so cool wie bei uns? Na. Garantiert nicht. Also, und das ist der Punkt, man muss nicht alles ausreden. Klar, es gibt andere, das ändert sich aber auch richtig krass, die ganzen Scheiß, Gen Z? danke, die ganzen Scheiß Gen Z. Die sind jetzt so hier, der Tom, die reden Ja. ständig über Gefühle. Stimmt schon, ja. Die reden ständig und deswegen gibt es also viel scheiß Probleme in diesen Freundeskreisen alle. Ja, Dann sage ich, da ist das wieder passiert, da ist das wieder passiert. Oh, ich habe mich damit unwohl gefühlt. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, war ich enttäuscht, war ich traurig oder war ich wütend. ja. Aber das liegt ja daran, weil es so viel, weil es auch so viel Informationsquellen gibt, wie man mit solchen Themen umgeht. Da ist dann auf einmal, werden dann YouTube-Videos vorgeschlagen, wie du mit Emotionen umgehst. Weißt du, wie ich mit Emotionen umgehe? Totschweigen? Oh, Hier. Bier. Mhm. Bier. Das ist das, wie ich mit Emotionen umgehe. Und dann habe ich hier so einen sehr, sehr großen Schrank mit sehr vielen kleinen Schubladen. Aha. Und dann nehme ich eine negative Emotion, was Gen Z ansprechen hat, nimmst du es in einen ganz kleinen Schubladen Und verdrängst es. verdrängen. Das ist halt wirklich Ja. verdrängen. Also klar ist dumm, dass ich es überhaupt in Schubladen tue. Ja. Aber das kann ich ja irgendwann wieder rausholen. Wegschmeißen. Da bin ich auch Frau genug, dass ich sage, Jetzt kurz Wut. erinnerst du dich, ja? Du kleinen Drecksau. Ja. Also ganz klar, Männerfreundschaften halten länger. Ich meine, schaut euch Das haben wir besser. scheiß Weiber mal an, wie schwierig es ist, für euch in Urlaub zu fahren. Ja, und Wie irgendwas, schwierig es ist, irgendwas zu irgendwas organisieren. Einfach nur Cooles einen zu machen. Abend zu, was heißt Urlaub? Soweit kommt es ja gar nicht, sondern so einen Abend zusammen. Ja, Das ist schon echt. das ist 6 Monate Diskussion drüber, ob sie haut. Lästerei. Das kennen wir auch. Hey, das zeigt gar nicht. Ja, aber das ist anders. Habe Ja. ich schon mit beiden gelästert. Die nächste Frage ist einfach. Ja. Wer ist lustiger, Mann oder Frau? Ich habe das Gefühl, meine Fragen sind ein bisschen Wer ist lustiger? einseitig. Kommt drauf an. Nennen wir doch einmal 5 Situationskomik? lustige Frauen und dann 5 lustige Männer. Ja, das ist aber unfair, weil Mhm. es werden die Frauen ja auch nicht berühmt gemacht. Das liegt doch in eurer Hand. Es geht ja jetzt gerade, also klar, du entdeckst es dann leichter, aber Leute, der Algorithmus müsste dir ja lustige Frauen reinspülen. TikTok und Instagram gibt jedem eine Chance. Ich grundsätzlich. folge vielen lustigen Frauen auf TikTok. Okay, wer ist der lustigste Mensch, den du kennst, abgesehen von Las Brothers? Ja, das sind Männer eigentlich hauptsächlich. Mhm. Gell? Oh nein, die Hübsche. Die ist Die nicht, Hübsche zählt die auch Hübsche dazu. ist nicht lustiger Doch. als Teddy. Die ist doch, Die Hübsche die ist, die hat Hübsche den ist gleichen nicht lustiger Humor. als der Ding, der eine, den ich so Italian Bach. Italian Bach. Ja. Niemals ist die lustiger. Doch. Das glaube ich einfach nicht. Außerdem ist es ein Mann. Na, Das ist ein Mann. seine Drechen. Das ist faktisch ein Mann. Das weißt du gar nicht. Was für Chromosomen hat? Weiß ich nicht. Doch, glaube ich schon. Das weiß ich nicht. Ein Contest gemacht. Wer die Ja. Hübsche nicht kennt, ich check's immer nicht, ist eine Transfrau. Mann. Ja, Frau. Transfrau. Das bedeutet eine Frau im Männerkörper. Entschuldigt die Anführungsstriche. Kommt drauf an, welche Pronomen sie gerade hat. Was hat sie zur Zeit? Das ändert sich teilweise während des Livestreams. Xiaxiam. Er, sie. Er, sie. Wirklich. Ja, das ist so lustig. Mhm. Die ist wirklich lustig. Mir ist letztens aufgefallen, dass die tatsächlich einen ähnlichen Humor hat wie Teddy. Also, weil die auch Figuren macht und sowas. Also, aber ist halt natürlich nischig. Und ich sage nochmal, es ist ein Mann. Ja. So, ist eine nicht so lustige Frau. Ich bin schlecht mit Namen auch. Anke Engelke. Die ist schon lustig. Ja, die war Ladykracher. Ist die Passmann nicht auch lustig? Weiß ich nicht mehr. Wer? Ich bin jetzt entfolgt. Okay, ich nenne da zwei. Melissa McCarthy. Sau Ah, lustig, ja, klar, okay, ich war und nicht in Amerika, ja. Rebel Wilson, die als Ding. Ja, man muss, Pitch glaube ich, dick Perfect. sein als Frau. Es hilft. Warum bin ich dann Es so hilft lustig? enorm. Du bist mehr beobachtend lustig. Das ist wie wenn man einen Wellensittich in so einer kleinen Voliere hat, der
das, wo nur noch ein Flügel funktioniert und die ganze Zeit irgendwie, das ist Korn, okay, da, ich weiß nicht, ob ich sage, da sitzt das Korn, das ist der Wellensittich und der macht die ganze Zeit so. Das ist dann lustig. Ja, weil das nicht trifft. Ja, okay. Ich glaube trotzdem nicht, dass Männer grundsätzlich lustiger sind. Also das kannst du doch nicht sagen. Ich glaube es tatsächlich auch nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, ich glaube schon, aber ich glaube, das hat was mit der Gesellschaft zu tun, wie man aufwächst und so weiter. Also dass halt eine Frau sich auch früher dann benehmen muss oder eine gewisse Rolle eben einnehmen muss und deswegen darf sie keinen Spaß machen. Also ich glaube, daran liegt es eher. Ich glaube, dass es auch ein kleines bisschen daran liegt, dass war in der Schule auch schon immer so, dass Frauen weniger eine Bühne geboten wird, auch in sozialen Konstrukten, dass sie die Möglichkeit haben, Humor zu entwickeln, dass sie die Bestätigung kriegen, hey, das war jetzt gerade lustig und dann weitere lustige Sachen sagen. Deswegen glaube ich, ist es schwieriger, als Frau einen guten Humor zu entwickeln, wie als Mann, weil du eben weniger Redezeit hast vor die Gruppen. Aber genauso wie ich nicht glaube, dass Männer oder Frauen klüger oder dümmer sind, dass es da einen Unterschied gibt, glaube ich auch nicht, dass Männer Frauen grundsätzlich sind klüger. Ja, dass war Männer grundsätzlich lustiger sind. Es gibt aktuell mehr lustige Männer als Frauen, meiner Meinung nach, aber ich glaube, dass sie das ändern ließe. Ja, ich war ja auf einer Frauenschule, Mädchenschule. Da gab es auch sehr viel Lustige. War trotzdem lustig dort. Weil kein Junge da war und uns irgendwie runtergedrückt hat. Wie du gerade gesagt hast. Stimmt, dann müsste es ja da. Wer war denn jetzt so die lustigste auf deiner Schule? Auf der Schule? Also wir hatten welche in der Klasse. Marlies und Tesi hießen die. Ich glaube, die eine... Shoutout. Die waren super lustig. Aber die waren auch in der Combo immer und die hatten richtig Sketche und sowas. Die waren richtig lustig. Wie, die haben Sketche gehabt? Ja, die hatten auch so ihre Figuren, die sie dann immer eingenommen haben, aber haben das halt immer gemeinsam gemacht. Als wir nach Kroatien gefahren sind mit dem Bus zur Abschlussfahrt oder wie, da haben die ein Mikrofon gekriegt im Bus und haben dann einfach ihre Rollen da durchgespielt. Das war so lustig. Okay. Ja. Dann Marlies und Tessie. Ja, Falls die waren lustig. 10er drauf, dass ihr nicht mehr befreundet seid. Ich weiß gar nicht, was die machen. Tessie habe ich aber wenn dann, kommt zu meinem Podcast und sagt an eure berühmt-berüchtigten Shows. Letzte Frage vom Thema der Woche, dann kommen wir zu den Fanfragen. Was darfst du machen, wenn du einen Tag lang ein Mann sein kannst? Das ist mal vom Wichsen abgesehen. Ja. Also du hättest komplett schon fertig gewichst. Ich würde auch, ja. Ich würde nachts rausgehen, ohne mir Sorgen zu machen. Aber was, wenn du ein kompletter Loser bist? Aber gut, trotzdem, also einfach mal so würde ich rausgehen. Auf jeden Fall nachts schon mal, was machten Männer? Was kann ich als Mann anders machen? Einfach den Körper ein bisschen ausprobieren, also auch stärketechnisch, wie das ist. Vielleicht, okay, ich würde mich prügeln, ja. Dann bist du der Durchschnittsmann, ja. Sagen wir, du bist der Durchschnittsmann, ja. Du kannst eine Frau schlagen. Ich könnte eine Frau schlagen. Aber wie übel war das? Okay, du bist jetzt ein Tag ein Mann. Sagen wir morgen, nachdem wir heute so über die Unterschiede geredet haben, dann gehst du hin, möchtest eine Frau verprügeln und sie ist halt einfach. Das wäre voll blöd. Ich würde mir in die Eier hauen lassen. Oh ja, verstehe. Weil ich wissen will, ob das wirklich so weh tut. Ich schätze, es ist wie Periodenschmerzen. Ja. Aber ja, nein, verstehe. Also ich würde all das ausprobieren, ob das wirklich so und halt natürlich, ja. Wechseln. Und ja. Ein paar Frauen aufreißen. Aber du hast halt noch einen Tag Zeit, jetzt weißt du dann wert, dass du den Puff hast. Ein hübscher Mann. Also würde es mir leicht fallen, eine aufzureißen? Du bist der 7 von 10, aber du hast deinen jetzigen Charakter. Ich habe Aura. Habe ich Aura? Weiß ich nicht, du hast deinen jetzigen Charakter. Oh. Oh. Na, ich würde trotzdem probieren, auf jeden Fall eine aufzureißen. Also du hast nur 24 Stunden. Wenn du das jetzt nicht schaffst, da jetzt einen Puff fahren? Nee. Edelpuff. Nee. Sehr edler Puff. Ich will, dass die Lust auf mich hat. Auch wenn du es nur ausprobieren willst. Ja. Also im Notfall, wenn jetzt wirklich es ist 11 Uhr 59. Dann hast du noch ich habe noch eine Minute Zeit, dann ja, wahrscheinlich schon. Aber eigentlich würde ich es nicht wollen. Aber damit ich halt weiß, wie es sich anfühlt, da irgendwo rein.
Dings. Mhm. Okay. Super, danke dir. Also sonst noch irgendwas? Ich weiß nicht, Im weil... Stehpissen. Oh ja, pissen. So, solche Dinge. Stimmt. Im Stehpissen. Aber was ist noch? Ja, eigentlich das Einzige, was auch wirklich relevant ist, ist Der den geschlechtliche. Körper auszuprobieren, wie du schon sagst. Ja. Stärke. Kannst du mal ganz hoch hupfen. Ja, gut, Beine. Kannst du mal versuchen zu multitasken. Stimmt, sowas. Ich will versuchen, einer Frau zuzuhören und schauen, was passiert. Mhm. Wird wahrscheinlich auch nicht. Ich Ja. habe gerade in dem Moment nicht zugehört. Das ist das Lustige, weil ich gerade gelesen habe. Aber dann im Nachhinein ist es schon gekommen. Du kannst schauen, wie viel Bier du saufen kannst. Aber, Okay, ja, das reicht mir. und du? Als Als Mann, Frau? ich glaube mal, wenn du dich hier umschaust, es Alles gab reinschieben nix hier. Also die Kamera sieht das nicht, aber es gab nichts, was ich nicht versucht habe, mir mindestens einmal einzuführen. Also das Ding zwischen meine Beine, das kann die Frau, die danach den Körper wieder einnimmt. Oh, glaub ich, tauscht man mit einem ja, existierenden natürlich. Menschen? Also das kann das 2 Monate mal verwenden. Hat der dann meinen Körper währenddessen? Ja, Oh. also der kann Tauschen das, wir? Na, auf keinen Fall. Ich möchte das nicht wissen. Hat man dann auch das Hirn? Na, Nein, hab auf gar nicht. keinen Fall. Kannst du gar nicht damit umgehen, Mädel. Ja. Ja, nein, das war das Erste, was ich machen tat. Und ich tat mich sehr, sehr schlampig anziehen und schauen, wie es ist, gecatcalled zu werden. Ja, gut, das ist ja dann noch aufregend wahrscheinlich. Ja, garantiert. Und dann da ich schauen, innerhalb von 24 Stunden einen Job zu kriegen. Und aufzusteigen. Und aufzusteigen und schauen, okay, Da und könnte dann, man- damit ich dann sagen kann, hey, tja, told ya, ist gar nicht so schwierig. Hier nix Frauenquote. Das würde mich schon auch interessieren, wirklich als Mann einfach in so soziale Dinge zu gehen. Ja, Gruppen. du kannst zum Beispiel in so ein Zigarrenzimmer. Und ich da, fuck, ja klar, was da die machen. Erstens, scheiß auf das ganze andere, ich da in sehr viel Saunen gehe. Also ich da überall hingehen, wo sonst nur Frauen hier dürfen. Abgesehen von den Scheißhäusern, und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt dann von den Fanfragen. Das müssen wir noch ein bisschen zumachen. Okay. 5 Eigenschaften an Männern, die dir wichtig sind, damit nämlich die ganzen verlorenen Fans da draußen wissen, wonach ihr sucht. Also Satz. erstens, muss lustig sein. ich wollte Empathie sagen. Oh. Zwar nicht nur Menschen gegenüber, sondern auch Tieren gegenüber. Das ist eine ganz große Red Flag, wenn ein Mann nicht irgendwie gegen Tiere irgendwas hat. Das ist ganz komisch. Entschuldigung, dass ich da jetzt einhaken muss. Ja. Ich habe letztens gelesen, dass ich glaube, Dänemark, Norwegen oder Schweden, eins von den 3, gibt es in der Schule ein Fach, ein Empathiefach. Echt? Oh, Du das musst ist cool. Empathie lernen und das finde ich cool. Das ist richtig Das cool. war's schon, Würde Entschuldigung. mich mal interessieren. Wahrscheinlich ist es einmal wie Ethik. Da können wir gar nicht vom Thema ab, ich wollte es nur. So, Empathie. 5 hast du gesagt. Also Humor ist schon auch wichtig, aber Das ist auf 2. zähle ich jetzt auch mal auf, ne? Mhm. So. Ehrlichkeit. Geht es um Beziehungen oder allgemein? Doch, ist schon für die Heirats- oder Fake-Material. Oh. Ja, Treue. Aber das zählt für mich zur Ehrlichkeit irgendwie eigentlich. Dann haben wir jetzt 3 Punkte. Ja. Dann. What about the look? Ach so. Ja, Also musst also nicht- es muss. Aber zu den Top 5. Ausstrahlung ist eher wichtig, weil Ausstrahlung macht den Look. Da kann ein optisch hässlicher Mensch kann ganz schnell attraktiv werden durch Ausstrahlung. Wie schnell? Und das finde ich auch einfach so wichtig, weil du kannst der schönste Mensch überhaupt sein. Und wenn du irgend so ein normaler Banker bist, nein, nein, kann ich nicht. Ich hasse langweilige, normale Menschen. Also sind alle Banker langweilig. Na, Ausnahmen bestätigen die Regel. Hat das hier Sinn? Ja. Also Ausstrahlung. Und das 5., das nehme ich als 5. Ja, sowas wie fasse ich das zusammen? Ich
ich sage jetzt mal ganz grenzwertig, Männlichkeit. Und meine damit aber sowas wie Stärke und dass er nicht Mut. Also Also bist du eine Vertreterin des klassischen Rollenbildes, sage ich mal, doch, also, jein, ja, nein, jein. Aber ja, im Endeffekt schon. Aber es ist mir wichtig, dass es gibt ja 2 verschiedene Arten davon. Es gibt die Leute, die das wirklich so ganz wie früher sehen und sich denken, die Frau ist gar nichts wert und die kann nichts beitragen und die kann nichts bauen und nicht kämpfen und nicht schlau sein und Ding. Oder halt die halt trotzdem den Partner als gleichwertig sehen, aber halt die Stärken des Geschlechts jeweils sehen. super, gut. Danke. Das war jetzt wir, ha? So, dann habe ich jetzt ein paar Fragen für dich. Du hast mir gar nicht mehr zugehört am Ende. Doch, Stärken. Also, Sabrina. Jemand will wissen, warum Frauenklos immer so verpisst und zerschissen sind. Das frage ich mich so oft. So oft und ich weiß es nicht, weil... Nee, ich weiß es nicht. Die Erfahrung mache ich auch. Auf öffentlichen Toiletten oder auch in der Schule damals und überall. Das war schlimm. Es ist bei uns Typen tatsächlich gar nicht so schlimm. Ja? Aber, also, woher kommt das? Ich check das nicht. Also, Aber liegt es dran, weil ihr eher das Pissoir benutzt? Es geht ja jetzt gerne, da gehen wir nur mal von Scheiße aus. Es wird, Also ich höre da wirklich oft Geschichten. Ich weiß aber auch nicht, ob das einfach mehr Zeit wird, weil es bei Frauen weniger erwartet wird und deswegen so oft zum Thema gemacht wird. Aber Also ich muss da mal näher schauen, näher rumfragen, weil ich hatte ja mal einen Nebenjob. Und die Toiletten dort wurden sauber gemacht. ja, Und 5 Minuten später waren die komplett erschissen. alle. Ja, Okay. also Das ist halt das Miese, weil du als Frau ja nicht auf die Pissoirs ausweichen kannst. ja, man muss sich da Du dann musst irgendwie... immer dann... Ja. Ja. Aber sowieso. Also du hast keine Erklärung nicht dafür. hinmachen. Du bist also nicht Teil des Problems, Na, sagst du. bin ich nicht. Das werden alle Frauen sagen. Und das, ja. Mich Ist es nervt das schwieriger richtig. als Neben Frau? dem Ding, dass ich mich schon 400 Stunden an so ein Klo anstellen muss, wo ich ja sauer werde. Das ist der Punkt, wo ich Frauen am meisten hasse. Der Punkt, an den ich Frauen am meisten hasse, ist, wenn es ihr, die 10% in unserem Podcast hören und du, euch erdreistet, auf unsere Scheißhäuser zu gehen. Ist mir scheißegal, wenn eine Drecksschlange eine Stunde lang ist. Nicht mein Problem. Die Klosituation ist einfach nicht in Ordnung. Pass auf, ich sehe vielleicht noch ein, wenn die Scheißhäuser getrennt sind, okay? Aber du gehst oft in ein Männerklo, da sind die Pissoirs und gegenüber der Pissoirs sind die Kabinen. Ja, ich an mag den nicht, dass die Pissoirs Frauen da vorbei, vorbeigehen Ja. und dann da, und vor allem, dann sind ja unsere Klos auch wieder da schissen, wenn die da drin sind. Das ist der nächste Punkt. Am Pissoirs Wenn es vorbei jetzt ist in ein schon extra blöd. Ding ist, okay, Ja. geht noch irgendwie. Okay, das sehe ich Aber ein. dass die Männer vielleicht auch eine Privatsphäre wollen, also dass die da auch einfach in Ruhe scheißen wollen und nicht eine Frau, die dann zu Sex mit ihren Freundinnen da drin ewig lang pisst und sehr laut pisst, das ist doch, also, Ja, das ist gut. da werde ich echt richtig sauer. Aber man muss auf jeden Fall was in der Klosituation Da werde ich machen. tatsächlich, ja, das ist dann müsste eine Weil das ist Petition oder so wirklich- starten, dass es mehr Frauenklos gibt, aber Ja. das ist gerade der Flip, ja. Es ist fast, da wäre ich fast so fad wie Ja. beim Ding, sag schon, wie beim Autofahren. Einer fragt, warum du dich tatsächlich dazu entschieden hast, jetzt hier mitzumachen. Ach, hast du offiziell über mich gefragt? Na? Warum ich mich entschieden habe, hier beim Podcast mitzumachen oder bei euch? Du hast mich gefragt und das klang lustig. Und Bier. Okay, das ist ein guter Punkt. Hast du einen Fetisch und kannst ihn beschreiben? Nein, Das kann okay. ich weiß nicht, was das ist. Okay. Wow. Fetisch beschreiben. Ja, Ich bin Aura-Fetischist. Würde ich jetzt mal echt sagen. Wenn jemand richtig Aura hat, das ist... Ja, Aber wir sind auch kein Sex-Podcast, also Ja. von dem her. so viel kann ich bieten. Aber Sabrina kann einfach privat nochmal die Ja, Frage beantworten. schreibt's Ad Inception. Das ist eine sehr wichtige Frage. Von vorne oder von hinten einen Arsch auswischen?
Okay, Von hinten? von hinten. Ja. Von hinten einen Arsch auswischen. Ja. Das ist das Erste, was man, als ich Ach so, du Pfleger meinst in war. welche Richtung? Ja, natürlich. Ich dachte gerade, ob von vorn oder von hinten. Ach so. Oh ja, das ist eine gute Frage. Weil schon, also natürlich weg vom, Ja. Vom Tempel. aber halt, Okay, hätte ich danke. jetzt nicht vormachen müssen. Aber Doch, jetzt kann ich jetzt sonst nicht checkt. es geht Ah, viel ja. um Kacke, oder? Das haben wir schon. Ja, also Das ist die zweite Kacke-Frage. einer fragt, wie pieseln Frauen? Die haben doch keinen Pipi. Es geht sehr viel ums Pissen. Ist das deren Fetisch? Wahrscheinlich. Also, wir pieseln aus unserem Pieselloch. Scheint mir. Ist das Thema peinlich? Schaut euch hier. Pieselloch. Okay, da geht's. Aha. Aber nicht aus dem Pipi. Das muss sau nervig sein. Ja, ich hätte schon gern Ja, das ist zum echt. Pieseln. Das ist. Das ist, Vor allem, wenn man unterwegs ist, hier Festivals, Konzerte. ja. Gut, da kann man jetzt auch nicht, Konzerte kann man jetzt schlecht irgendwo hin, aber Ach ja. das ist was, wo ich wirklich am meisten beneide, das stimmt schon. Was Vor allem, ist, ich muss ja auch so oft als Ja. Frau. was ist Ich muss jetzt dir- schon wieder. Ja, jetzt geht's aber nicht. Ja, Entschuldigung. Was ist dir lieber beim Mann? Ein Sixpack oder darf er eine kleine Wampen haben? Was mir lieber ist, weil darf er kleine Wampen haben. Ja. Und oft, also tatsächlich schauen Sixpacks oft doof aus. Da musst du schon genau den richtigen Körperbau für haben, finde ich. Okay. Ja. Also ist eine kleine Wampen okay. Ja, Dazu aber allgemein hier muss trotzdem ein bisschen. Ein Man muss Reste- trotzdem ist nicht fett, sondern halt trotzdem hier. Also wenn du jetzt so einen muskulösen Typen hast, der aber schon sehr sichtbar übergewichtig ist. Sage ich mal Kevin James übergewichtig. Und das ist schon viel. Na, fett nicht. Mag Geht ich nicht. so gern. Das- Aber geht, also Ich meine, du bist regelt Aura-Fetischistin. auch wieder hier, Jack Black. Ja. Der ist sexy. Okay, ja. Einer fragt, warum du Sabrina hast. Sabrina, wegen Teddy-Comedy. Okay. Und weil meine beste Freundin mich dann angefangen hat, so zu nennen. Hat sie manchmal wirklich so hilflos oder braucht sie bloß Aufmerksamkeit? Frauen im Allgemeinen. Ja, schon. Ich glaube, das ist schon viel Aufmerksamkeit. Ja, das glaube ich auch, ja. Kommt jetzt auch auf die Situation drauf an. Aber also trotzdem gern helfen, weil kann immer ernst sein. Ja, ich glaube auch, dass das so ein kleiner Teil des Spiels ist. Ja. Wenn man. Das Problem ist, das ist halt immer noch nicht in die Köpfe der Männer angekommen. Also meiner Meinung nach war es schon immer so ein Teil des Spiels, Frau kann das nicht tragen. Natürlich kann die Frau das tragen. Ja, So, irgendwie gibt- geht's es schon, gibt- aber Also du musst schon an irgendeiner Hardcore-Baustelle arbeiten, dass die Frau das nicht tragen könnte. Wir Männer können es mit großer Wahrscheinlichkeit leichter tragen. Deswegen finde ich, es ist nur höflich und eine sachte Erziehung, dass man der Frau anbietet, dass man es ihr tragt. Und die Frau kann sich darüber freuen oder sie kann es als Mansplaining auch beim Drang betrachten. Letztens wieder einen TikTok-Song gesehen von einer Frau, die drüber, was sehr lustig war, weil sie gesagt hat, sie kann ganz allein einen Schrank aufbauen und hat aber einen Schlagbohrer in der Hand, was recht amüsant ist, weil das du wenig gar nicht, hilfreich ist. also klar, du kannst einen Schrank an der Wand festmachen, aber du brauchst jetzt nicht in der Regel einen Schlagbohrer. Und als das dann ein Mod runtergeschrieben hat, das war symbolisch gemeint und dies und das und bam. Und Ja, ich das find's, nicht von den Bubbles da beeinflussen lassen, Tobi. ja, das ist schwierig. Halt auch für die. Das ist echt, aber gut. Oh, auch gut. Was muss man machen, um eine Frau zum Dreier zu bewegen? Er hat es relativ allgemein, er oder sie, weiß man nicht, hat es recht allgemein gestellt. Wenn ich Ich, das weil wüsste. das, jetzt sagen wir mal, du bist in einer Beziehung mit einem Typen Ja. und er hätte gerne einen Dreier. Ja. Ja gut, also man muss halt eigentlich wahrscheinlich immer Glück haben, dass du halt an die richtige Frau kommst, die halt Bock drauf hat. Ja. Was glaubst du, wie viel Prozent der Frauen wirklich, sage ich mal, so, nennen wir es mal, bi-neugierig sind
dass ein Dreier für sie in Frage kommt? Ich glaube, dass viele Frauen, jetzt sagen wir mal wirklich so, boah, ich bin schlecht in was 70, 80, 70, 60, 60, ein bisschen mehr als jede zweite. Neugierig ist an sich, aber dann dieser Schritt zu wirklich was machen, also rummachen ist was anderes, Also aber wenn man wirklich bam. Geschlechtsverkehr ist, glaube ich, schwerer, weil dann wird es ernst. Irgendwie ist ein Dreier aber nochmal weniger ernst als wirklich purer Lesbensex. Du hast ja dann den Mann noch, wenn es ist. Stimmt ja, du kannst ausweichen. Und es ist mehr, da ist klar, dass es einfach nur Spaß ist. Weil selten dann eine Beziehung daraus entsteht. Aber darfst du deinen Mann dann teilen? Ja, Keinerlei Bedenken irgendwie, dass du sagst, okay, irgendwie Eifersucht. du musst drüber reden was vorher. ist, was, Also da bin ich wenn wieder beim sie jetzt einfach, Aussprechen. sage ich mal, Und muss schon bei der Frau mit aussuchen, weil wenn es jetzt einer ist, wo ich dann... Aber das hat ja auch viel mit Vertrauen dann zu tun. Also du weißt ja eigentlich, dass dein Mann dich toll findet und attraktiv findet und dich auch für dich liebt. Das heißt, selbst wenn die andere richtig hübsch ist und Ding, ist das ja wurscht, weil du bist ja du. Nein, ich weiß tatsächlich, also was du meinst. Ja. Okay, also Deshalb- was ist dein ganz klarer Tipp? Offen Leute ansprechen, aber halt, du brauchst halt auf jeden Fall gute Ausstrahlung. Ja, Weil wenn du einfach irgendwie ganz awkward zu einer hingehst an der Bar und sagst, Alter, hast du Bock auf einen Dreier, dann ist wahrscheinlich eher erstmal ein Schock. Man muss schon erstmal ins Gespräch kommen und dann aber einfach offen darüber reden und ansprechen, ob die denn grundsätzlich und Ding. Einfach das Thema langsam anschneiden und dann schauen, relativ direkt fragen. wenn sie einfach Nein sagt, du aber unbedingt einen Dreier haben willst als Typ, was machst du dann? Dann musst du das akzeptieren. Oder Schlaftabletten. Stimmt, ein bisschen Weil Rohhypnol. wenn sie schläft, dann zählt sie nicht. Na, und also sie schaut dann zu, schlafend. Während du einen Dreier mit ihren Ach, die Freundin will das nicht. Ich dachte Ja. gerade, die Frau, die wir ansprechen, will das nicht. Ah, gut. Ja, dann ist aber wenig Dreier, wenn die Frau schläft. Das ist das Lustige dran. Ja, Er kann es ja trotzdem verwenden. aber wenn die Frau, das heißt, was man der Freundin sagt, dass die einen Dreier will, oder musst du ganz offen Ja, einfach natürlich. reden? Ah. Beides aber an sich. Ja, ich dachte gerade, dass man eine aufreißt quasi. Ja, aber angenommen, Aber da du- ist das Gleiche eigentlich, dass man das offen einfach mal, man muss offen reden können. Und vor allem auch über seine sexuellen Vorlieben und sowas. Und wenn du Okay. darauf Bock hast, dann, ne? Ja, okay. Nun? Dann jetzt schauen wir, ob wir jetzt einen besseren Tipp kriegen. Du bist in einer Bar. Ja, bin ich Ähm, besoffen. safe. Okay. Sonst glaube ich, warst du nicht in einer Bar. Du sitzt im ersten Szenario mit einer Freundin an der Bar. Du bist Single. Sabrina ist übrigens noch Single. Also einfach ein paar Nachrichten schreiben. Ich stelle dann gern den Kontakt her. Du sortierst aus. Die Zeit habe ich nicht. Du bist in dieser Story gerade Single, sitzt an der Bar, mit einer Freundin aber. Ich weiß nicht, wie das so ist, wenn man dann als Frau an der Bar sitzt, ob man dann sagt, nein, ich bin nur mit meiner Freundin da und habe keinen Bock auf was. Aber sagen wir, du bist nicht abgeneigt von irgendwas. Also du bist, das ist jetzt nicht so, du hast deine Freundin 6 Jahre nicht mehr gesehen und heute geht der Abend euch, sondern nur geht's einfach, seid beide unterwegs und schaut, was so geht. Was muss der Mann zu dir sagen, wenn er ansatzweise eine Chance haben will? Also es gibt sicher nicht nur einen richtigen Weg, aber was sind so die Versuche, die funktionieren könnten und was geht gar nicht? Also, darüber denke ich tatsächlich öfter mal nach. Weil das richtig schwer ist zu sagen. Weil sowas wird man ja als Frau schon auch mal von einem Mann gefragt, hey, wie spreche ich eine Frau an und was sage ich denn da? Und ich überlege so oft und denke mir, also mir würde jetzt so ein typischer Anmachspruch oder so natürlich jetzt nicht, vor allem wenn er ernst gemeint ist. Und als Aber man Gaudi, muss halt wenn's sagst- einfach irgendwie, ja, als Gaudi, so eine Story drumherum, du sagst so, hey, ich habe mein, entschuldigt, weil es jetzt so schlecht ist, ich habe mein Bett geschissen, kann ich bei dir schlafen? ja, Sage ich. Dann und ist halt die Kunst- Jetzt komme ich zu dir, sage, hey, ich hab in mein Bett geschissen,
kann ich bei dir schlafen. Was darfst du sagen? Dann sage ich, dann darfst du jetzt sagen, was ist mit dir los? Dann Ich sage würde ich, erstmal so, okay, sorry. und Was ich wahrscheinlich dann- lachen. Ich darf dann sagen, sorry, ich habe gerade mit denen ausgemacht, ich muss zu dir herkommen, man muss diesen Spruch jetzt bringen. Der wieder, klar. pass auf, das ist gut, da entwickelt sich gerade was. Ja. Sage ich, der wieder als Entschuldigung, da übrigens nie mal, aber noch nie einer Frau was ausgeben. Der wieder als Entschuldigung, der wieder jetzt unhöflich was ausgeben. Ja. Entschuldigung, dass ich die und die hässliche Freundin gerade unterbrochen habe. Leck mich ab. Wow! Ja, das Wow. wäre wieder ein bisschen. Ja, das darf ich nicht wirklich sagen. Ja, das ist schon mal ein ganz guter Weg. Okay, jetzt hast du das Also man Getränk muss da. irgendwie auf jeden Fall ins Gespräch kommen dann. Okay, jetzt habe ich jetzt gemacht, das bedeutet, sage ich, der wieder Getränk ausgeben, dann ist jetzt das Problem, jetzt sind wir an der Bar. Dann Jetzt schaust sind wir du an der Bar und irgendwas, dann du was beobachtest, was magst du denn du trinken? hörst zu. Saufst du auch gern so ein Weißbier, so gern so ein Weißbierbox, so wie ich? Ja, sage ich dann. Dann sagst du, ja, leck mich am Arsch. Ex oder? Oder Gmunder. Ex oder Eimer, oder was willst du sagen? Ja, das Ja. kann, das ist nicht verboten. Bloß weil er jetzt ein paar monatliche Hörer mehr hat Ja, der Arme. als du. Der wird nur gemobbt. Ja. Zuhören und beobachten, wo Gemeinsamkeiten liegen, worüber man reden kann. Aber du warst mehr in der Empfangsrolle, du warst jetzt nicht jemand, der dann sich bemühen wird, oder? Und wie ja, denkst du... also es kommt ja auch drauf an. Wenn der jetzt herkommt und ich merke, hey, irgendwie hier, das spürt man ja gleich. Okay, pass auf, sagen wir mal, was denkst du, wie sehr sich dein Verhalten ihm gegenüber unterscheidet, wenn er eine 4 von 10 ist, zu er ist eine 8 von 10? Also, Exakt der gleiche... Aura ist ja super, Gesundheit wichtig. Danke. Aber natürlich ist Aussehen auch wichtig. Das ist gelogen, wenn jemand sagt, das stimmt nicht. Das ist ja trotzdem das Erste, was man sieht, neben der Aura. Deshalb verhält man sich da dann natürlich anders, außer du denkst jetzt, hey, das wäre ein cooler Kumpel. Aber in so einer Situation weißt du ja, okay, ich lerne jetzt hier nicht rein. Du merkst ja, der will was von dir. Und dann bist du eher ablehnender, wenn du merkst, das ist gar nicht dein Typ. Logischerweise. So, und Aussehen ist halt schon wichtig. Menschlich nicht der Typ jetzt gerade, oder wirklich? Aussehen, weil du hast ja gerade gesagt, menschlich ist Ja. gleich. Aber du hast gesagt, und dann merkst du, das ist nicht der Typ, das merkst du sofort. Also ja, genau. Weil, wenn dazu jetzt, okay, sagen wir mal, jemand ist gar nicht der Typ. Ja. Jemand ist wirklich in deine Augen eine 2 von 10. Ja, Der aber vielleicht nicht in die Augen anderer, sondern ist einfach gerade überhaupt gar nicht der Typ. ja. Denkst du, er hätte trotzdem irgendeine Chance, wirklich irgendeine Chance durch, sage ich mal, wenn er jetzt der lustigste, charismatischste Typ aller Zeiten ist, glaubst du, dass dann irgendwann in deinem Kopf ein Schalter umschlägt und du sagst, okay, mein Gott, okay, dann hau ich meinen Sohn runter im Scheißhaus. Also auf dem Scheißhaus einen runterholen wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Und ich Was weiß hat er nicht, falsch gemacht? Ich weiß nicht, ab welcher Zahl das dann, weil, also ich bin wirklich der Meinung, dass Ausstrahlung und Ja. Ding richtig viel ausmacht, aber ich weiß nicht, ab welcher Zahl quasi, also bis wie viel es runtergehen kann. Was ist Jack Black eigentlich? Da ist eigentlich eine 2 oder so. Obwohl, der hat schöne Augen. Jack Black ist halt ein bisschen unfair, Weil der auch noch Jack Black berühmt ist halt, ist und ein ist halt Sänger auch- und ist Ding. berühmt. Der jetzt in der Bar wäre, ja, der Okay. hat trotzdem richtig Ausstrahlung. Also ja, man wenn kann er- schon sehr viel rausholen und wenn Ja, ich wirklich aber- gerade empfänglich bin, dann wenn du gerade den Eisprung hast. einen Eisprung Na, wenn haben. du, ja, ich glaube aber, also ich schätze, dass dann die Gefahr groß ist, dass du halt sagst, wow, netter Typ, aber er rutscht halt sofort in die Friendzone. Ja, Und das ist dann auch schon also man braucht ein gewisses ich Aussehen, kann jetzt braucht tatsächlich man. nicht mehr alle fragen. Nehmen wir. Man braucht ein gewisses Aussehen schon. Aber das war jetzt noch interessant. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Fuck. Oh, das war so eine gute Frage gewesen. Wo waren wir die denn gerade? drin? Na, Also Das Jack war- Black und mir Jack- spricht einer an, das ist eine 2 von Aha, 10 aha, und aha, der aha. aber mit seinem Verhalten mich trotzdem irgendwie dazu bringen kann, auf dem Scheißhaus immer runterzuholen. Genau. Aber du bist gerade durch das Jack Black-Ding, Ja, wo ich egal, ja, gesagt ich habe, dass glaub- der so eine Ausstrahlung sagen wir hat, so, aber der ist also- halt berühmt. Ja, wenn jetzt ein 2 von 10 auf der Bühne steht, Mhm. aber du kennst ihn nicht. Er ist ein unfassbar guter Sänger. Seine Ansagen sind wahnsinnig lustig. Du siehst doch seine Hosen, er hat so einen Prügel. Also Bühne und Entschuldigung, jetzt habe ich eine Frage. Mhm. Wie checken Männer, wann sie in der Friendzone sind
Und vielleicht ihr Frauen müsst auch immer noch checken. Es gibt vielleicht in 100 Fällen 0,1, wo eine richtige Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich ist. Wir sind doch Freunde. Ja. Ernsthaft. Sehr, sehr wenig, sehr, 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 Ja. sehr wenig Fälle. Ich glaube Sehr aber, wenig dass das Fälle. sich auch ändert. Dadurch, dass die Leute emotionaler sind und mehr ineinander verschwimmen. Ja, aber Aber ja. wir checken da mal, okay, es lohnt sich jetzt nochmal. Und wie oft denkst du, Also- passiert es, dass die Frau sich den mal so ein bisschen, Ja, ich dass glaube, es dass genießt, die das, Aufmerksamkeit. ich glaube, dass das echt oft der Fall ist, wenn ich mich so umschaue bei Freunden und Dingen. Das ist halt so ein bisschen das Problem, weil die das halt einfach dann, obwohl die immer über alles reden wollen, die Weiber, Ja, das dann nicht so klar kommunizieren. Das verstehe ich immer nicht. Also ja. ich bin ein Mensch, der wirklich dann von Anfang an sagt, wenn ich merke, okay, der mag jetzt was, dass ich dann sage, ey, aber das war ja nix, gell. Meistens checken das die Männer aber dann auch nicht. Die glauben das einem dann nicht. Die akzeptieren ja kein Nein. Die haben halt auch schon zu viel investiert, das darfst du Ja. nicht vergessen. Der Schwanz denkt ja immer noch, klar, Aber jetzt man- sagt sie noch nein, aber irgendwann Naja, magst du mich vielleicht das- so gern und es ist vielleicht so besoffen und meine Rohhypnol funktioniert auf einmal so gut, dass ich dann vielleicht, Aber Männer, also ich glaube, dass Männer das auch, also die checken das oft auch einfach nicht. Die sind manchmal da echt richtig dumm. Ich meine, es ist oft so offensichtlich, dass da halt nie was passieren will, weil sonst würde doch schon lang, sonst der Mensch könnte lebt man, von Hoffnung. ja, ich weiß, aber man muss halt dann, also, du, schau mal, ist das, nee, das geht weiter. Warum so lange in der Friendzone sein? Das heißt, du probierst über Monate, Jahre hinweg ja nicht den ersten Schritt zu machen. Du bist der Mann. Also sprich das aus oder probier's und dann siehst du, ob du in der Friendzone bist. Dann sagt sie dir, nein, du bist nur ein Freund für mich. Das ist das, was mich daran, glaube ich, so nervt. Die sind dann jahrelang in der Friendzone und sagen, ja, dann sei doch der Mann und sprich sie an und sag, hey, ich hätte jetzt gerne eine Verabredung, ein Date mit dir. Und dann sagt sie ja, du meinst halt, dass wir gemeinsam was machen. Du sagst ganz und dann klar, sagt nein, er halt, ich hätte gerne ein ja, romantisches Date. ich darf gern Sorgzeug zusammenstecken. So, zeig. Okay. Gut, wir müssen zeitlich bedingt jetzt Ja. leider aufhören. Ich muss es jetzt leider wieder wegnehmen, gell? Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal für die Folge. Hey, war doch ganz okay. Ja, war super. Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry. Du darfst dann Danke sagen. Danke.